ist daheim. Was bloß nicht? Das schmeckt irgendwie noch gar nichts. Ich finde, das schmeckt wie das Kirchleitner hell. So soll es ja auch schmecken. Soll's ja, tut's aber nicht. Ich mein, das muss doch du schmecken, so wie ich die ausgebildet hab. Nix. Ich schmecke überhaupt nichts mehr. Und jetzt haben Sie Sorge, dass Sie das eventuell in Ihrem Beruf beeinträchtigt. Naja, ein Braumeister, der nichts riecht und nichts schmeckt, den braucht doch keiner. Der will ja dunkles Radler in seine Getränkemärkte aufnehmen. Was habt ihr nicht damit zu tun? Ich meine, wir haben da ein dunkles Radler gar nicht im Sortiment. Da müssen wir uns so schnell wie möglich eins zusammenmischen. In 3 Tagen kommt er vorbei. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Das ist doch jetzt kein Problem für dich. Kein Problem, freilich ist kein Problem. Du weißt aber schon noch, wer da der Braumeister ist, oder? Deswegen rede ich doch mit dir. Mit was für einem Fuß bist denn du heute aufgestanden? Gell, weil's wahr ist. Du kannst ja nicht einfach einen Verkostungstermin für ein neues Bier ausmachen, ohne dass du mich fragst. Und dann auch noch in 3 Tagen. Wieso denn nicht? Das haben wir doch schon öfter gemacht. Könnte ja sein, dass ich was vorhab. Und was hast du vor? Nix. Aber es könnte ja sein, dass ich was vorhab. Bloß, weil ich nie was sag, heißt das noch lange nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Also Martin, entschuldige, ich kann zwar früh, aber hell sehen kann ich nicht. Ein alter Profi wie du, der entwickelt doch so ein Radler locker aus der Hüften, oder nicht? Und außerdem, wenn dem Schmalke das Bier taugt, dann hätten wir da echt einen guten Fang gemacht. Neukundentechnisch gesehen, ja? Du hast schon recht. Schaden tat uns so ein Brocken nicht. Aber Hauptsache, du hast einmal gekrantelt, gell? Bist ja doch am Papa sein Bub. Also, auf geht's. Ab ins Labor. Dann kannst du jetzt auf den Kopf stellen, wie du willst. Den Gruppenfasching gewinnt sie am Mann trotzdem nicht. Meine liebe Veronika, den haben wir ja praktisch schon gewonnen. Ja, ja, dran weiter. Und von die 300 € Preisgeld machen wir dann einen wunderherrlichen Ausflug in die Berge. Ich sehe das schon vor mir. Ja, das kann schon sein, dass das Gebirge siehst. Aber bloß im Ofenrohr. Hat euer Gruppenkostüm eigentlich irgendein Equipment? Also zum Beispiel Stricknadeln? Als Strickliesel gehen wir schon mal nicht. So viel kann ich da voran. Hätte sein können. Überhaupt hat's nicht unbedingt viel mit Stricken zum Tor. Eher mit Rennen und Schießen. Rennen und Schießen? Aber mehr sage ich nicht. Jetzt sag bloß Fußball. Wie hast denn das jetzt so schnell daran? Denk mal nach. Jetzt sag bloß nicht, dass ihr als Fußballmannschaft geht. Na freilich. Als Nationalelf. Na toll, mir auch. Na ja, müsst euch ja was Neues ausdenken. Mir? Ihr müsst euch was ausdenken. Das kommt ja gar nicht in Frage. Was macht man jetzt? Was? Fußball ist einfach gesamt gestrichen. Und jedes Team denkt sich was Neues aus. Müssen wir erst mal mit unseren Leuten reden. Du, Corby, was meinst du, wenn wir 2 morgen nach Balkofen fahren, wo wir jetzt heute nicht mehr geschafft haben? Mhm. Wenn du brav bist, dann kaufe ich dir auch was Schönes. Oh, Mädel, das ist doch kein kleines Kind mehr. Und auf die Nacht mache ich dir
Kaspressknödel, die magst du doch so gern. Sau gern, Mama. Aber alles bitte erst, wenn ich ausgeschlafen hab. Jetzt klappt's mir gerade richtig zusammen. Ich glaube, ich gehe jetzt doch ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Bis morgen. Bis morgen dann, gell? Schlaf gut. Mei, Hummerl. Schön, wie du dich freust. Und wenn alles gut geht, dann bleibt er diesmal länger. Weißt du, wenn unser Chef da für den Auftrag im Brunner wird einteilt. Ja, gewiss. Das hat doch der Korbi selbst an Land gezogen. Ja. Und dann wär ich den Burm noch Strich und Faden verwöhnen, sodass der am Schluss gar nicht mehr weg will. Und wenn es eine kann, dann du. Ja. So. Du weißt ja gar nicht, ob sich der Chef nicht vielleicht bei dir entschuldigen will. Ich will nicht. Weil zuerst sagen, dass man Bier grob ist und das dann trotzdem ganz normal abfüllen, das geht echt gar nicht. Das werde ich dir schon alles erklären. Das möchte ich ja hoffen. Ach komm, also so schlimm ist der Chef jetzt auch wieder nicht. Immerhin hast du morgen an Fasching nachmittags freikriegt. Und da schwabst dein Grand einfach ab. Das erst glauben. Und wenn wir Frauen die 300 € Preisgeld gewinnen, dann feiern wir gleich doppelt und dreifach. Ich wollte ja eigentlich deine gerade aufkommen, die gute Laune nicht verderben, aber das kannst du leider vergessen. Den Gruppenwettbewerb gewinnen nämlich wir Männer. Im Blöd schauen vielleicht. Ist deine auch von der Frau Brunner? Na, vom Roland. Haben wir gerade festgestellt, dass für den Gruppenfasching die Frauen... Und Männer das gleiche Kostüm haben? Bist du auch gerade zu einer Krisensitzung einberufen worden? Ja, um 8 Uhr bei der Trixie. Da brauchst du gar nicht zu grinsen wie ein Holzfuchs. Ich hab nämlich eh schon eine viel bessere Idee für ein neues Gruppenkostüm. Na, ich habe eine bessere. Ja, das mit dem Fußball, das war ja eh langweilig. Aber jetzt kann ich mich so richtig austoben. Das kannst du dann morgen auch, aber vor Wut, wenn du mal wieder gegen mich verloren hast. Was wird man? Und einen Cocktail? Damit wir anstoßen können auf den Gewinner. Auf mich. Na, auf mich. Aber abgemacht. Ja, wissen Sie, Herr Kirchleitner, unser Gespräch hat mir keine Ruhe nicht lassen. Und darum wollte ich einmal nachfragen, wie es Ihnen so geht jetzt. Möchten Sie was trinken? Ja, schon ein Wasser. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Bitte. Danke. Der Hubert hat einen potenziellen Neukunden aufgetan. Aha. Ja, das hört sich aber gut an. Tja, aber der möchte ausgerechnet jetzt ein dunkles Radler von uns. Was? Ein dunkles Radler? Das haben doch Sie gar nicht im Sortiment. Eben. Darum soll ich eins herstellen. Und zwar bis in 3 Tagen. Aber wie, wenn ich nicht schmeck? Ja, Herr Kirchleitner, meinen Sie nicht, dass es gescheiter ist, wenn Sie einmal mit Ihrer Familie drüber reden? Hab ich auch schon überlegt. Aber da ist mir noch eine andere Lösung eingefallen, wie ich jetzt noch nicht zugeben muss, dass mein Geschmackssinn da hier ist. Wissen Sie, Herr Pfarrer, wir haben lauter gute Leute in der Brauerei. Und auf eine Person, da kann ich mich jetzt 100% drauf verlassen, wenn es ums Bierbrauen geht. Aha. Sie wollen also Ihre Arbeit delegieren? Jetzt muss ich Sie nur noch dazu bringen, dass sie mir hilft, ohne dass sie selber davon was merkt. Na, Froni, ist überhaupt kein Problem, ja? Gut, bis später, gell? Fertig. Also, die Froni verspätet sich um 20 Minuten. Ihre Sitzung dauert noch länger. Aber gescheite Idee hat sie jetzt auch nicht für unser Problem. Dass sie aber 2 Teams das gleiche Kostüm aussuchen müssen. Wie wahrscheinlich ist denn das? Wer war's denn mit Außerirdische? Ja, wir kleben uns einfach so spitzige Ohren hin und malen uns grün an. Ach, das ist ganz schlecht für die Haut. Wenn du schwitzt, dann läuft dir die ganze Brühe übers Gesicht. Naja, es wird uns schon noch was einfallen. Männer haben bestimmt schon eine Lösung. Die Frauen, die haben schon verloren. Nicht, wenn du weiterhin so super Ideen hast. 7 Zwerge, hallo. Eben, wir sind Männer und keine Zwerge. Ja. Und außerdem sind wir bloß zu 6, weil dir das noch nicht aufgefallen ist. Ja, dann macht's halt Ihren Vorschlag. Was ist denn so typisch, männertypisch? Was weiß ich, Autos zum Beispiel, oder...
Wir könnten doch als brasilianische Männertanztruppe gehen. Irgendwas Buntes hat doch jeder im Schrank. Wie war's mit Feuerwehrmänner? Oder Superhelden? Sehr originell. Feuerwehr, das war wenigstens. Da hätte man keine Probleme mit den Kostümen. Nix. Warum? Neandertaler? Jetzt langweilig. Ja. Die Anna Mühl, die spielt gerade Fasching mit der Franzi. Die macht ihr Ohrfarbe nach der anderen ins Gesicht. Oh Gott, die Arme. Naja, ich glaub, sie nimmt's mit Humor. So viel Smileys, wie es mir mitgeschickt hat. Also vom SMS-Lesen kommt gewiss keine zündende Idee. Da muss ich jetzt leider widersprechen. Mir ist gerade die Wahnsinnsidee gekommen. Sag schon. Pass auf, wir gehen als Emoticons. Ja, das sind doch die Smileys, oder? Ja, eben, wie die auf dem Handy. Da gibt es so viele Varianten. Lustig, traurig, grantig. Also, ich finde die Idee gut. Stimmt, ich auch. Also dann bin ich das Wortverlacher. Dann bin ich das Schlaue, weil ich die Idee gehabt habe. Oh, aber das will ich sein, weil das hat eine Brille auf und ich habe jetzt eine Brille. Stimmt, ja Du gut, hast okay. recht. Aber dann mach ich das Freche. Das Zungenbleckt so. Also dann machen wir Smileys. Die Männer haben schon verloren. Das schaffen wir. Was? Super Idee. Servus, Brand. Grüß dich. Und wie schaut's aus? Was machen wir? Bis jetzt noch gar nichts. Gut, dass du da bist. Vielleicht fällt uns nach einem Bier was ein. Ihr seid mir vielleicht schon so Flaschen. 5 Gescheithaferl und keine Idee. Ja, reiß dich zusammen. Sechse mit dir, gell? Flaschen? Selber Flaschen. Nein, nicht du. Wir. Wir gehen als Flaschen. Was? 6 als Sixpack. Das ist ja eine super Idee. Ja. Ja, und woher kriegen wir die Kostüme? Das kann ich euch ganz genau sagen. Der Korbi, der wird gar nicht mehr fort wollen, ha? Das ist der Plan. Ein Kaspressknädel, morgen ein Kaiserschmarrn. Da darf er sich schon was drauf einbutten, wenn du sogar auf unseren Gruppenfasching verzichtest, deswegen. Morgen, Bernhard. Gundi. Morgen. Ja, Mike freut mich halt, dass er endlich wieder da ist nach so langer Zeit. Ich verstehe dich gut. Mir geht's auch immer so, wenn Saskia auf Besuch ist. Also, passt das oder brauchst du noch mehrere zum Beglucken? Ich morgen zum Beglucken. Was siehst, brauche ich noch genau. Ich nehme einen Schokoladen mit, den mag er aber so gern. Und zwar am besten gleich mehrere. Ah, da hast du ja recht, wenn du so richtig verwöhnst. Wenn er eben schon wieder bloß ein paar Tage da ist. Nein, der bleibt diesmal 2 Wochen. Und nach China muss er auch nicht mehr. Da hab ich aber was anderes gehört. Also der Schwager von der Nachbarin, von der Schwester, der hat erzählt, dass der Gantinger da unten einen neuen Auftrag an Land gezogen hat. Was denn? Wenn das stimmt, dann sehe ich ihn wieder ein paar Jahre nicht. Kimoni, jetzt warte erst einmal ab. Vielleicht hat Gundi sie bloß verhört, ha? Ja? Guten Morgen, Herr Kirchleitner. Morgen, Kathi. Sind Sie schon so weit, oder? Na, komm noch rein. Du, Kathi, was ich dir gestern sagen wollte. Es war nicht nett von mir, dass ich dir Bier so schlecht geredet habe. Das tut mir leid. Wirklich? Wirklich. Dein Helles ist richtig gut geworden. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Also wahrscheinlich war ich nur grantig. Nimmst die Entschuldigung an? Freilich. Aber dafür habe ich jetzt einmal Bier versauen gut. Das steht ich. Kathi, warte mal. Du, was hältst du davon, wenn du das neue Radler für den Schmalke entwickeln darfst? Was, ich? Ja, also mit meiner Unterstützung natürlich. Ja, da halte ich sogar ganz viel davon. Siehst du es? Dunkles Bier haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die richtige Limo dazu, dass wir es mischen können. Mhm. Aber du, den Fasching, den müsstest du sausen lassen. Ja, weil es pressiert nämlich, wie du weißt. Ja, das ist wurscht. Fasching ist nächstes Jahr wieder. Gut. Dann mal alles vorbereiten und dann fangen wir zum Tüfteln an. Ja? Ja. Na, das verstehe ich schon. Ja, da kann man nichts machen. Auch noch ein schöner Tag. Servus.
grüß dich. Du, Mama, ich hab grad mit meinem Chef telefoniert. Na stimmt's also, was Gundi verzeiht hat? Dass du wieder nach China musst. Woher weiß denn die das? Die Nachbarin von ihrem Schwager. Auf jeden Fall hat's gehört, dass der Gantinger wieder ein größeres Projekt in China hat. Ich hab ganz vergessen, wie schnell sich in Lansing was rumsprechen kann. Mei, aber noch bin ich ja da. Hm? Du hast recht. Und da machen wir jetzt das Beste draus und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander. Und als allererst fahren wir jetzt endlich nach Bayerkofen. Genau. Ja, dann So, Feierabend. Gut, dass die Hanna fast immer Zeit hat, wenn man es braucht. Ja. Der Flaschenfasching kann kommen. Ja, wenn der Hubert in seinem Brauereikeller das Kostüm auch findet, ne? Du kannst gleich selber fragen. Ah, warte mal. Servus, Hubert. Du, sag einmal, wie schaut's denn aus an der Flaschenfront? Mission erfüllt. Die Flaschen sind seit der letzten Promo-Aktion tipptopp in Schuss. Das gibt eine gute Schlagzeile morgen. Ich sehe schon vor mir. Lansinger Landrat als Flasche unterwegs. Hier hält das Kostüm, was es verspricht. So habe ich das noch überhaupt gar nicht gesehen. Nein, das... Lorenz, du wirst doch jetzt nicht abspringen. Ich meine, der Hubert als zweiter Bürgermeister macht auch mit. Auch ein Politiker. Ja, zweiter Bürgermeister und ein Landrat, das ist schon ein kleiner Unterschied. Ja? Für einen Hubert da interessiert sich keine Sau nicht. Hey, jetzt nicht geschert werden, gell? Ja, nein, da muss ich aussteigen aus der Nummer. Verstehst du? Da mache ich nicht mit. Nein, das Ja, geht aber nicht. Lorenz, wir können doch nicht als Fünferpack gehen, den gibt's ja gar nicht. Ja, tut mir leid, also mache ich nicht mit. Servus, viert euch. Flasche da nicht da. Klasse, Hubert, das hast du ja super hingekriegt. Hab doch nicht gedacht, dass der... Ja, was machen wir denn jetzt? Brauchen wir unbedingt eine 6. Flasche. Es war zwar bloß eine 0,33er Flaschen, aber in der Not frisst der Teufel fliegen. Was haben denn deine Mitstreiterinnen gesagt, dass du auf dem letzten Drücker abspringst? Du, die sehen das ganz locker. So eine Gelegenheit krieg ich so schnell nimmer. Aber unser Wetten, du, die steht halt trotzdem, gell, dass das klar ist. Von mir aus gern. Naja, jetzt ersparst du wenigstens die Schmach und musst dir mit anschauen, wie wir Männer das Preisgeld überreicht kriegen. Du weißt was? Ich sag die Landfrauen einfach, dass die blöd das Gesicht fotografieren sollen, wenn die das Geld gewinnen. Dran weiter. Du, aber im Ernst, ich finde es super, dass dir der Herr Kirchleitner noch eine Chance gibt. Also häng die Fall gescheit rein, gell? Mach ich. Und euch viel Spaß. Den werden wir haben. Also, bitte. Kathi, wo bleibst du denn? Ja. Komm, leg mal los. Ne? Bin schon da. Grüß euch. Hallo. Hallo. Grüß dich. Ganz toll, dass du für die Kathi eingesprungen bist, Toni. Kein Problem. Das schaut lieb aus mit den Herzen. Also Toni, der freche Smiley, der steht da richtig gut. Danke. Also mit den Kostümen kann uns keiner das Wasser reichen, sage ich euch. Aber ein bisschen unpraktisch ist das Ganze ja schon. Ah ja, sonst wäre es doch auch zu einfach, den Sieg zu kriegen, oder? Also. Links, 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 links. Mach einen kleineren Schritt in die Sitze drauf. Ja, aber wenn der Mike so schier ist, sparen ich nix. Da bitte mehr Rhythmus. Stopp. Heute mal die Absetzen. Da schaut ihr mit die Eucheler, ha? Papi, das gefreut mich jetzt total, dass wir die schöne Heimat noch gefunden haben. Gefällt's dir schon, gell? Ja, Mama, mindestens genauso gut wie die letzten 8 Mal, die du gebracht hast. Ja, weil die nicht. Dann könnte man die noch umtauschen jetzt, weißt du schon? Du kannst eine andere Farbe raussuchen. Das passt schon, Mama. Jetzt tu die mal hier sitzen und ausspannen. Komm, magst du Wasser? Ja, gern. Oder du magst aber lieber was mit Geschmack, gell? Ein Saftschorle.
was ich mach. Vielleicht einen Tee, einen Früchtetee, den hast du das kleine Bub immer so gern mit. Genau. Also Ich mach eigentlich einen darf ich Früchtetee. jetzt lieber was anderes trinken. Und dann mache ich dir gleich die Kaspressknödel. Oder magst du lieber den Kaiserschmarrn heute schon? Ach, weißt du was, ich mache einfach alles zwei. Du kannst den Kaiserschmarrn zur Nachspeise essen. Gabi, was meinst du? Gabi? Warum sagst du nichts mehr? Weil ich nicht weiß, ob du schon ausgeredet hast. Mama, ehrlich, aber du machst mich echt wahnsinnig. Du redst in einer Tour. Ich hab ja bloß... Ich weiß, das ist saublöd, dass ich bald wieder nach China muss, aber deswegen passt mir ja nicht gleich so der Drucker. Ich mein's ja bloß. Ich gehe jetzt erst einmal eine Runde spazieren. Bis nachher. Muss er jetzt doch wieder nach China? Dass sich der Hubert aber an das Flaschenkostüm im Brauereikeller erinnern muss. Glaubst du das? Der hättest du ja genauso dran denken können. Also jetzt ist der Ruhe, oder? Zum Glück habt ihr euch das mit den Fußballern mal überlegt. Sonst hätten wir jetzt da herin ein Turnier veranstalten können. Also, ganz ehrlich, ich finde, unsere Chancen stehen gar nicht so schlecht. Weil unsere Flaschen, die passen, also unsere Männer, die passen überhaupt nicht durch die Tür da rein. Oder warum stehen die so lang vor dem Brunnen da draußen rum? Stimmt. Und wenn er da reinkommt, wäre er nicht gewählt. Ja. Ich sag's euch, die sind keine Konkurrenz für uns. Ja, und die Cowboys, die sind zwar schön, aber lang nicht so originell wie mir. Genau. Nicht fragen, ich bin die Oberflasche. So, Tür auf. So, da. Und jetzt die Flaschenhälse abkippen. Links. Vorsicht. Links. 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 Stopp! Alle Flaschen eindrehen. Aufklappen, genau. Aufklappen. Und Träger absetzen. So. Da schau her, habt ihr gemeint, uns geht heute das Bier aus? Oh, warte mal jetzt. Danke. Oh, super. Aber gibt's das mal durch? Kaffee? Eins, zwei, drei. Gut. Darf Sie das dann nachher als erstes probieren, wenn ich so weit bin? Kathi, das ist heute allein dein Baby. gell? Also ich probiere erst, wenn du sagst, das passt so. Gut. Und keine Sorge, also wenn du was komplett verkehrt machst, dann schrei ich schon. Also gut, dann da ich sagen, machen wir in die zweite Mischung nur einen Lavendel mit rein. Du, Mama, das... Das tut mir. Du zuerst. Na. Du. Entschuldige, dass ich so um die rumgeluckt bin. Ich kann schon verstehen, dass die das narrisch gemacht hat. Mei, passt ja zum Fasching. Mir tät das auch leid, dass ich die so blöd angeredet hab und dann auch noch gegangen bin. Du hast das ja noch gut gemacht. Das ist halt so gut wahrscheinlich. Ich weiß ja, dass du manchmal ein bisschen übertreiben kannst. Aber damit es nicht noch einmal vorkommt, habe ich noch mal mit meinem Chef geredet. Und er schickt wen anders nach China. Was? Ja? Hast schon richtig gehört. Was ist dann mit dir? Ich darf dafür den Job hier im Brunnerwirt übernehmen. Na, oder? Was ist das, dass du jetzt länger da bleibst wie 2 Wochen? Sehr clever, Herr Schadthofer. Sie als Ihre eigene Gruppe. Ja, da staunen Sie, Herr Gerstler. Oder wollt ihr gar nicht wissen, wer den Truppenkostümwettbewerb gewonnen hat? Ja, also, geht doch.
Ihr habt jeder eine Stimme gehabt, um euer Lieblingskostüm zu wählen. Und ich darf euch sagen, es gibt einen eindeutigen Gewinner. Also, die 300 € Preisgeld gewonnen haben... Ja. Jetzt, Tere, sag halt, mach's nicht so spannend. Unsere Flaschen! Das Ganze auch noch mit einem Schnitt. Also wenn das jetzt eine Anspielung auf meine Größe war, dann war das eine absolute Frechheit. Na, Herr Gerstl, so war das nicht gemeint. Wissen Sie, der Hubert, der hat gemeint, dass ich mit einem Schnitt anstoßen möchte? Weil er so recht viel drungen hat. Ja, genau. Wo bleibt denn jetzt eigentlich unser Preis? Ich bin ja schon dabei. Was ist los? Tere, ist gut. Nein! Das gibt's doch nicht. Der Umschlag mit dem Geld, der ist weg. Bitteschön. Wie findest du es denn selber? Ja, also ich finde jetzt beide ganz gut. Ich wüsste jetzt nicht, für was ich mich entscheiden sollte. Aber dafür sind ja Sie da. Sie haben doch schon ein bisschen mehr Erfahrung als wie ich. Was du jetzt sagst. Also gut. Dann probieren wir mal. Und? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hast du das nicht gut? Das heißt, was heißt. Und welches von den zwei Mannes jetzt? Das ist ein bisschen zu süß, gell? Ja, aber oder doch ein bisschen zu sauer? Aber die Kohlensäure, die passt. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen weniger Ingwer und ein bisschen mehr Limette rein da sollen. Ja, das harmoniert besser mit dem Geschmack vom Dunkelbier, hab ich recht? Wenn du das meinst. Und wie ist bei dem mit dem Lavendel? Also ein bisschen Hilfe war jetzt wirklich nicht schlecht, Herr Kirchleitner. Was meinen denn Sie? Glaubst du, die Fragerei, die macht mich doch ganz narrisch? Das nervt, Herrschaftshalten. Haben Sie die 300 € krampfelt? Naja, das werden wir schon sehen. Da war nämlich auf dem Umschlag so ein silber Glitzerstaub drauf. Und den, wenn ich woanders sehe. Na gut, haben's Glück gehabt. Aber ich hab ja auch noch den berühmtesten Detektiv der Welt an meiner Seite. Und gemeinsam werden wir den Dieb schon schnappen. Das können Sie mir glauben. Was tust du? Das schmeckt irgendwie noch gar nichts. Ich finde, das schmeckt wie das Kirchleitner Hell. So soll es ja auch schmecken. Soll's ja, tut's aber nicht. Ich mein, das muss doch schmecken, so wie ich die ausgebildet hab. Nix. Ich schmecke überhaupt nichts mehr. Und jetzt haben Sie Sorge, dass Sie das eventuell in Ihrem Beruf beeinträchtigt. Naja, ein Braumeister, der nichts riecht und nichts schmeckt, den braucht doch keiner. Der will ja dunkles Radler in seine Getränkemärkte aufnehmen. Was habt ihr nie damit zu tun? Ich meine, wir haben da ein dunkles Radler gar nicht im Sortiment. Da müssen wir uns so schnell wie möglich eins zusammenmischen. In 3 Tagen kommt er vorbei. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du an jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim.
komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Das ist doch jetzt kein Problem für dich. Kein Problem? Freilich ist kein Problem. Du weißt aber schon noch, wer da der Baumeister ist, oder? Deswegen rede ich doch mit dir. Mit was für einem Fuß bist denn du heute aufgestanden? Okay, weil's wahr ist. Du kannst ja nicht einfach einen Verkostungstermin für ein neues Bier ausmachen, ohne dass du mich fragst. Und dann auch noch in 3 Tagen. Wieso denn nicht? Das haben wir doch schon öfter gemacht. Könnte ja sein, dass ich was vorhab. Und was hast du vor? Nix. Aber es könnte ja sein, dass ich was vorhab. Bloß, weil ich nie was sag, heißt das noch lange nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Also Martin, entschuldige, ich kann zwar früh, aber hell sehen kann ich nicht. Ein alter Profi wie du, der entwickelt doch so ein Radler locker aus der Hüften, oder nicht? Und außerdem, wenn dem Schmalke das Bier taugt, dann hätten wir da echt einen guten Fang gemacht. Neukundentechnisch gesehen. Ja? Du hast schon recht. Schaden tat uns so ein Brocken nicht. Aber Hauptsache, du hast einmal gekrantelt, gell? Bist ja doch am Papa sein Bub. Also, auf geht's. Ab ins Labor. Dann kannst du jetzt auf den Kopf stellen, wie du willst. Den Gruppenfasching gewinnt ja Mann trotzdem nicht. Meine liebe Veronika, den haben wir ja praktisch schon gewonnen. Ja, ja. Dran weiter. Und von die 300 € Preisgeld machen wir dann einen wunderherrlichen Ausflug in die Berge. Ich sehe das schon vor mir. Ja, das kann schon sein, dass das Gebirge siehst. Aber bloß im Ofenrohr. Hat euer Gruppenkostüm eigentlich irgendein Equipment? Also zum Beispiel Stricknadeln? Als Strickliesel gehen wir schon mal nicht. So viel kann ich da voran. Hätte sein können. Überhaupt hat's nicht unbedingt viel mit Stricken zum Tor. Eher mit Rennen und Schießen. Rennen und Schießen? Aber mehr sage ich nicht. Jetzt sag bloß Fußball. Wie hast denn das jetzt so schnell daran? Denk mal nach. Jetzt sagt bloß nicht, dass ihr als Fußballmannschaft geht. Na freilich. Als Nationalelf. Na toll, mir auch. Na ja. Müsst ihr euch ja was Neues ausdenken. Mir? Ihr müsst euch was ausdenken. Das kommt ja gar nicht in Frage. Was macht man jetzt? Was? Fußball ist einfach gesamt gestrichen. Und jedes Team denkt sich was Neues aus. Müssen wir erst mal mit unseren Leid reden. Du, Corby, was meinst du, wenn wir 2 morgen nach Balkofen fahren, wo wir das heute nicht mehr geschafft haben? Wenn du brav bist, dann kaufe ich dir auch was Schönes. Hummerl, das ist doch kein kleines Kind mehr. Und auf die Nacht mache ich dir Kaspressknödel, die magst du doch so gern. Sau gern, Mama. Aber alles bitte erst, wenn ich ausgeschlafen hab jetzt. Klappt's mir gerade richtig zusammen. Ich glaube, ich gehe jetzt doch ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Bis morgen. Bis morgen dann, gell? Schlaf gut. Mei, Hummerl, schön, wie du dich freust. Und wenn alles gut geht, dann bleibt er diesmal länger. Weißt du, wenn unser Chef da für den Auftrag im Brunner wird einteilt. Ja, gewiss, das hat doch der Korbi selbst an Land gezogen. Ja. Und dann wär ich den Burm noch Strich und Faden verwöhnen, sodass der am Schluss gar nicht mehr weg will. Und wenn es eine kann, dann du. Ja. So. Du weißt ja gar nicht, ob sich der Chef nicht vielleicht bei dir entschuldigen will. Wie nicht? Weil zuerst sagen, dass man Bier klug ist und das dann trotzdem ganz normal abfüllen, das geht echt gar nicht. Das werde ich dir schon alles erklären. Das möchte ich ja hoffen. Ach komm, also so schlimm ist der Chef jetzt auch wieder nicht. Immerhin hast du morgen an Fasching nachmittags freigekriegt. Und da schwabst dein Grand einfach ab. Das ist erst glauben. Und wenn wir Frauen die 300 € Preisgeld gewinnen, dann feiern wir gleich doppelt oder dreifach. Ich wollte ja eigentlich deine gerade aufkommen, die gute Laune nicht verderben, aber das kannst du leider vergessen. Den Gruppenwettbewerb gewinnen nämlich wir Männer. Im Blöd schauen vielleicht. Ist
Ist deine auch wieder verbrunnen? Na, vom Roland. Haben wir gerade festgestellt, dass für den Gruppenfasching die Frauen... Und Männer das gleiche Kostüm haben? Bist du auch gerade zu einer Krisensitzung einberufen worden? Ja, um 8 Uhr bei der Trixi. Da brauchst du gar nicht zu grinsen wie ein Holzfuchs. Ich hab nämlich schon eine viel bessere Idee für ein neues Gruppenkostüm. Na, ich habe eine bessere. Ja, das mit dem Fußball, das war ja eh langweilig. Aber jetzt kann ich mich so richtig austoben. Das kannst du dann morgen auch, aber vor Wut, wenn du mal wieder gegen mich verloren hast. Was fällt man? Und einen Cocktail? Damit wir anstoßen können auf den Gewinner. Auf mich. Na, auf mich. Aber abgemacht. Ja, wissen Sie, Herr Kirchleitner, unser Gespräch hat mir keine Ruhe nicht lassen. Und darum wollte ich einmal nachfragen, wie es Ihnen so geht jetzt. Möchten Sie was trinken? Ja, schon Wasser. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Bitte. Danke. Der Hubert hat einen potenziellen Neukunden aufgetan. Aha. Ja, das hört sich aber gut an. Tja, aber der möchte ausgerechnet jetzt ein dunkles Radler von uns. Was? Ein dunkles Radler? Das haben doch Sie gar nicht im Sortiment. Eben. Darum soll ich eins herstellen. Und zwar bis in 3 Tagen. Aber wie, wenn ich nicht schmeck? Ja, Herr Kirchleitner, meinen Sie nicht, dass es gescheiter ist, wenn Sie einmal mit Ihrer Familie drüber reden? Habe ich auch schon überlegt. Aber da ist mir noch eine andere Lösung eingefallen, wie ich jetzt noch nicht zugeben muss, dass mein Geschmackssinn da hier ist. Wissen Sie, Herr Pfarrer, wir haben lauter gute Leute in der Brauerei. Und auf eine Person, da kann ich mich jetzt 100% drauf verlassen, wenn es ums Bierbrauen geht.